It is so great to be here today, and today I want to talk to you about fear. Too many people live locked up in the prisons of fear, and today I want to give you the keys to getting out. So get ready, today's going to be a great day. No matter where I travel around the world, Egal wo ich auf dieser Welt reise no matter what church I speak to, und egal in welcher Kirche ich rede, we all have one thing in common, haben wir alle etwas Gemeinsames. and that is fear. Und das ist Angst. The idea that fear can control us. Diese Idee, dass Angst uns kontrollieren kann. And that's what I want to talk today is fear. Und genau darum möchte ich heute reden, über Angst. Because many people are locked up in the prison of fear. Weil viele sind gefangen in Angst. And I want to give you the keys today to be set free from fear. Und ich möchte dir heute die Schlüssel geben, damit du freigesetzt werden kannst von Angst. We all deal with fears. Wir alle haben Ängste. Fears about the past. Ängste über unsere Vergangenheit. Fears about the future. Ängste über die Zukunft. Fears about being found out. Ängste, dass Sachen sich herausstellen werden. Fears about something that we did. Ängste über Sachen, die wir gemacht haben. Fears about health. Ängste über Gesundheit. We all deal with fears. Wir haben alle Ängste. I want to read to you a scripture as we open today from the book of Psalms. Und wenn wir heute anfangen, möchte ich im Psalm euch etwas vorlesen. And it says this in Psalm 34:4. Es steht im Psalm 34,4. I prayed to the Lord and he answered me. He freed me from all my fears. Ich bete zum Herrn und er antwortete mir und befreite mich von allen meinen Ängsten. Today I want to preach a message that I have titled Free from Fear. Und heute möchte ich eine Predigt predigen, das frei von Ängste heißt. How many know you can be free from fear? Wer da drin weiß, dass wir frei von Ängsten sein kann? I don't know if you really believe that. How many of you know that you can be free from fear? Ich weiß nicht, ob ihr es wirklich glaubt, aber wer glaubt, dass wir freigesetzt werden können von Ängsten? Yeah, tell somebody next to you, you can be free from fear. Sag das zur Person neben dir, du kannst freigesetzt werden von Ängsten. Hey, if you're watching online, you need to say it out loud. I can be free from fear. Und wenn du online zuschaust, musst du jetzt dir selber sagen, ich kann freigesetzt werden von I Ängsten. don't like fear. Ich habe Ängste nicht gern. It's one of my worst things Und das ist eine von den schlimmsten Sachen. is the constant fear of being afraid. Und es ist so schlimm, wenn ich immer Angst habe, Angst zu haben. I hate being worried sick. Ich hasse es, wenn ich mich richtig krank mache mit meinen Sorgen. And some of you today, that's you. Und vielleicht bist du das gerade heute. You're living in fear. Du lebst diese Angst. Fear controls your life. Und Angst kontrolliert dein Leben. In the oldest roots of the word fear, we have this idea of strangling or choking. Und im ältesten etymologischen Hintergrund von diesem Wort haben wir diese Gedanke von ersticken oder erstickt werden. The root word of fear, it is to suffocate. Und es ist wirklich, dass man erstickt wird. And that's what worry does. It strangles and it chokes out our emotions. Und genau das macht die Sorgen. Es tut wirklich unsere Emotionen einfach ersticken. It chokes out our peace and our joy. Und unsere Friede und Freude wird erstickt. And if you're living in fear today, I want you to know that you can be free from fear. Und wenn du heute in Angst lebst, möchte ich, dass du weißt, dass du befreit werden kannst von diesen Ängsten. The Bible says in 2 Timothy 1:7, Im 2. Timotheus 1,7 steht: for God has not given us a spirit of fear, but of power and love and a sound mind. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Scripture says God has not given us a spirit of fear. Die Bibel steht, dass Gott uns nicht einen Geist der Ängste gegeben hat. What that means is that God doesn't give you the spirit of fear, meaning to live in constant fear. Und das heißt, wenn wir diesen Geist der Furcht nicht haben, heißt es genauso, dass wir nicht immer in Furcht leben müssen. God doesn't want you to be controlled by fear. Gott möchte nicht, dass du von Angst und Furcht kontrolliert wirst. He doesn't want you to be driven by fear. Und dass du von denen geleitet wirst. He wants you to be controlled by the Holy Spirit. Er möchte, dass du von dem Heiligen Geist kontrolliert wirst. The Holy Spirit gives us freedom. Der Heilige Geist gibt uns Freiheit. So when you're afraid, God wants to help you overcome those fears. Also wenn du Angst hast, möchte Gott, dass dir helfen, diese Ängste zu überwinden.
Do you remember Joshua when he became the leader of the Israelites? Weißt du noch, als Josua der Leiter von den Israeliten wurde? Moses had just died and Joshua was the new leader. Mose ist soeben gestorben und dann wurde Josua diesem neuen Leiter. Can you imagine taking the place of Moses? Kannst du dir vorstellen, den Platz von Mose einzunehmen? I mean, of all people, Moses, Von allen Menschen Moses, one of the greatest leaders in history. einer von den größten Leitern in der ganzen Geschichte. And now Moses is dead and I'm the new leader. Und jetzt ist Mose tot und jetzt bin ich der neue Leiter. So God gives Joshua a pep talk. Also redet Gott mit Josua. And so this is what he says in Joshua chapter 1. Und in Josua 1 steht, He tells Joshua 3 times in the first chapter to be strong and courageous. gerade im ersten Kapitel sagt er ihm dreimal, dass er stark und mutig sein sollte. Listen, this is for you today. Und das ist genau für dich heute. This is not for Joshua, this is for you. Es geht da nicht um Josua, sondern es geht um Because dich. God wants you to be strong and Denn courageous. Gott möchte, dass du stark und mutig bist. I want to say it again. God wants you to be strong and Ich courageous. möchte es nochmal sagen, Gott möchte, dass du stark und mutig bist. Tell somebody, God wants you to be strong and courageous. Sag Come on, das zu tell jemandem. somebody. Sag das zu ihm, Gott möchte, dass du stark und mutig bist. And then God says in Joshua chapter 1 verse 9, Und dann sagt er weiter, he says, have I not commanded you, be strong and courageous? Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. ja, ich sage euch nochmal, seid mutig und entschlossen, lasst dich nicht einschüchtern und habe keine Angst. Denn ich, der Herr, der Gott, stehe bei dir, wohin du auch gehst. How many know that's good news? Wer weiß, dass das eine gute Nachricht ist? That God will be with you. Dass Gott mit dir sein wird. God will be with you no matter where you go. Gott wird mit dir sein, egal wo du hingehst. The Bible says in Proverbs chapter 12 verse 25 that worry weighs a person down, but an encouraging word cheers a person up. Und in Sprüche steht, Sorgen drücken einen Menschen nieder und ein gutes Wort, aber ermuntert einen Menschen auf. The very idea of fear is that it wants to paralyze you. Und die Idee von Angst ist, dass Angst dich lähmen möchte. Fear paralyzes. Angst lähmt. That's what fear does. It will stop you in your tracks. Genau das macht Angst. Es stoppt dich, wenn du am Gehen bist. Fear will debilitate your life and shut you down. Angst wird dein Leben stoppen und es wird dich herunterfahren lassen. Have you ever noticed this? That most of the time, Hast du schon mal gemerkt, dass meistens fear is a bigger problem than the actual problem. ist Angst dieses größere Problem als eigentlich das Problem selber? A lot of times, fear is a bigger problem than the actual problem. Oft ist Angst ein größeres Problem als das Problem selber. Remember the Israelites when they faced that giant Goliath? Weißt du noch, als diese Israeliter vor diesem Gigant Goliath They had standen, already witnessed miracle after miracle. hatten sie schon Wunder nach Wunder erlebt. They had already experienced victory after victory. Sie hatten so einen Sieg nach Sieg erlebt. Then they came up to this giant, Und dann standen sie vor diesem Gigant and this giant stopped them in their tracks. und dieser Riese hat sie dort angehalten. Remember when Peter started miraculously walking on water? Weißt du noch, als Peter in einem Wunder auf Wasser gelaufen ist? Jesus encourages Peter to get out of the boat. Und Jesus hat sogar Petrus ermutigt, aus diesem Boot zu steigen. Peter was afraid. Petrus hatte Angst. He eventually steps out of the boat and onto the water. Und dann geht er doch aus diesem Boot heraus und geht aufs Wasser. And the Bible says that Peter begins walking on water. Und in der Bibel steht, dass Petrus da auf diesem Wasser ging. And then he starts to look at the waves and listen to the wind. Und dann schaut er aber doch auf die Wellen und hört diesen Wind. And as he takes his focus off Jesus Und in diesem Moment, wo er nicht mehr auf Jesus fokussiert ist, and puts his focus on the waves, aber auf die Wellen fokussiert ist, he begins to sink. dann fängt er an zu sinken. Because anytime you take your eyes off Jesus, Denn jedes Mal, wenn du deine Augen von Jesus wegnimmst, your life will begin to sink. wird dein Leben anfangen zu sinken. Anytime you get your marriage off of Jesus, Jedes Mal, wenn du deine Ehe von Jesus wegbringst, your marriage will begin to sink. dann wird deine Ehe anfangen zu sinken. Fear, it sinks you. Angst bringt dich zum Sinken. Proverbs, in Proverbs, Solomon calls fear a trap. Und in der Salomon sagt, dass Angst eine Falle ist. See,
See, the devil uses the tool of fear to trap you. Der Teufel gebraucht diesen Werkzeug von Angst, um dich in eine Falle zu bringen. How many know that God has a plan for your life? Wer darin weiß, dass Gott einen Plan für dein Leben hat? Raise your hand if you know God has a plan for your life. Strecke auf, wenn du weißt, dass Gott einen Plan für dein Leben hat. You know who else knows that God has a plan for your life? Weißt du auch, wer genau weiß, dass Gott einen Plan hat für dein Leben? The devil. Der Teufel. And he wants to stop you from living out God's plan for your life. Und er möchte dich hindern dran, dass du Gottes Plan dein Leben ausleben kannst. And one of his greatest tools is fear, Und eines von seinen größten Werkzeugen ist Angst. because fear paralyzes. Denn Angst lähmt. Fear will keep you from walking out God's purpose for your life. Angst wird dich daran hindern, dass du Gottes Plan für dein Leben leben kannst. Fear will keep you from walking in God's miracles for your life. Angst wird dich davon abhalten, dass du in Gottes Wunder leben kannst für dein Leben. Fear will keep you out of the promised land of your life. Angst wird dich aus dem verheißenen Land deines Lebens weghalten. My grandmother, she has went to be with the Lord, Meine Großmutter ist jetzt schon beim Herrn, but she was 87 when she passed away. aber sie war 87 Jahre alt, als sie gestorben ist. She did not drive a car since she was 30 years old. Und seit sie 30-jährig war, hat sie kein Auto mehr gefahren. For 57 years, my grandfather drove her everywhere. 57 Jahre lang hat mein Großvater sie überall hingefahren. The reason is because of fear. Und der Grund war, weil sie Angst hatte. Because when she was 30 years old, she was in a car accident. Denn mit 30 Jahren war sie in einem Unfall verwickelt. And it scared her so bad Und sie hatte so fest Angst, that she never drove again. dass sie nie mehr gefahren ist. That's what fear tries to do to you and to me. Und das möchte genau Angst mit dir und mit mir machen. The devil uses fear to try to trap us, paralyze us. Der Teufel gebraucht Angst, um uns in eine Falle zu bringen und uns zu lähmen. Because the tool of fear works. Denn dieses Werkzeug von Angst funktioniert. The second thing that fear does is that fear lies to you. Das Zweite ist, dass Angst dich anlügt. Fear makes something look like something it's not. Angst macht es, dass etwas so aussieht, wie es gar nicht ist. Fear makes things bigger than it actually is. Angst macht Sachen größer, als es eigentlich ist. Your mind, it starts playing tricks on you. In deinem Gehirn, in deinen Gedanken fängst du Sachen an zu denken. Fear works so well that it makes cowards out of the most courageous. Und Angst funktioniert so sehr, dass es eigentlich richtige Leute Angst einjagt, die eigentlich mutig wären. I don't know if you remember the story when the Israelites advanced on the walls of Jericho. Ich weiß nicht, ob ihr noch die Geschichte kennt, wo die Israeliten vor diesen Wänden von Jericho standen. They sent out 12 spies to survey the land. Und dann haben sie 12 Spione gesendet, damit sie dieses Land anschauen And the können. Bible says that 10 of the 12 spies came back afraid. Und es steht in der Bibel, dass 10 von diesen Spionen zurückbekamen beängstigt. 10 of the 12 spies came back and said that we look like grasshoppers compared to them. 10 kamen zurück und sagten, wir sehen aus wie Heuschrecken im Vergleich zu denen. We look like grasshoppers compared to those guys. They're giants. Wir sehen aus wie Heuschrecken, wenn wir uns vergleichen mit denen, weil sie sind Riesen. Who told them they look like grasshoppers? Wer hat ihnen gesagt, dass sie wie Heuschrecken They aussehen? told themselves. Das haben sie sich selber gesagt. Nobody else told them you look like grasshoppers. Niemand hat ihnen gesagt, ihr seht aus wie Heuschrecken. They told themselves we look like Aber grasshoppers. sie haben sich selber gesagt, wir sehen aus wie That's what Heuschrecken. fear does. Fear is a liar. Und das ist genau das, was Angst macht. Angst lügt. It's amazing the things we can tell ourselves that shut us down. Es ist so krass, was wir uns selber sagen können und was uns hindert, etwas zu machen. The number 3 thing is that fear magnifies. Das dritte ist, dass Lügen vergrößert. So it paralyzes, it lies, and it magnifies. Also es lähmt, es lügt und es vergrößert. In Lamentations chapter 1, verse 9, the Bible says, O Lord, behold my affliction, for the enemy hath magnified himself. Sieh an, Herr, mein Elend, denn der Feind tut sich groß. It's like this quote that I heard one time. Und einmal habe ich diesen Spruch gehört. And it says, my life was filled with terrible misfortunes. Da steht, mein Leben war voll von ganz schlimmen Misslingen, None of which actually happened. aber nichts ist eingetroffen.
Fear is often bigger than the problem itself. Angst ist oft größer als das Problem And the selber. more you focus on fear, the bigger the fear becomes. Und je mehr du auf diese Angst fokussierst, desto größer wird diese Angst. So God gives you a spiritual tool called focus. Also Gott gibt dir einen geistlichen Werkzeug und das heißt You Fokus. need to change your focus. Du musst deinen Fokus ändern. Because the more you focus on fear, the bigger the fear becomes. Denn je mehr du auf diese Angst fokussierst, desto größer wird diese Angst. It's like a big snowball that gets bigger and bigger. Es ist wie ein riesen Schneeball, der größer und größer wird. So fear paralyzes, fear lies, and fear magnifies. Also Angst lähmt, lügt und vergrößert. You remember one of my favorite passages that I've shared in this church before is Psalm chapter 23. Eine von meinen Lieblingsbibelstellen ist Psalm 23. And David said, though I walk through the valley of the shadow of death, I shall fear no evil, for you are with me, your rod and staff, they comfort me. Auch wenn ich durch dunkle Täler gehe, fürchte ich kein Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Hirtenstab gibt mir Schutz und Trost. I love this scripture. Ich liebe diese Vers. I mean, I love. Und ich liebe, This scripture. liebe, was da steht. Psalm 23 has ministered to my own life so many times. Und Psalm 23 hat so fest in mein Leben geredet. When I've been afraid or when I've been in the valley of the shadow of death. Als ich Angst hatte oder wirklich in diesen dunkelsten Tälern war. I think it's so important to understand that David said the shadow of death and not death. Und es ist so wichtig, dass wir da wissen, dass es durch dunklen Täler sind oder eben diesen Schatten vom Tod und nicht Tod selber. Because the shadow of death is a very different location than death. Und dieser Schatten von Tod ist ganz ein anderer Ort als Tod. See, there are three things that I know about shadows. Und es gibt 3 Sachen, die ich weiß über Schatten. The first thing is that shadows are bigger than reality. Das erste ist, dass Schatten größer sind als die Realität. It's just a shadow. Es ist nur ein Schatten. The second thing is that shadows can't actually hurt you. Und das zweite ist, dass Schatten dich gar nicht verletzen können. They just try to scare you. Sie möchten dich nur erschrecken. And the third thing is that anywhere there's a shadow, there's always a light. Das dritte ist, überall, Yeah. wo es einen Schatten hat, hat es Licht. And Jesus said, I am the light of the world, and whoever follows me will never walk in darkness. Und Jesus sagte, ich bin das Licht der Welt und wer mich folgt, wird nie in Dunkelheit wandeln. So if you turn and look directly to the light, the shadow falls directly behind you. Also wenn du dich drehst und zum Licht siehst, da ist ein Schatten hinter dir. So I shall fear no evil. Also I shall fear no evil. sollte ich keine Angst vor dem Schlechten haben. I shall fear no evil. Ich fürchte keinen Unglück. I want to give you 2 things here that we need to do Und ich möchte dir 2 Sachen angeben, die wir machen müssen, to be free from fear. damit wir freigesetzt werden von Angst. The first thing is this, is stop feeding your fears. Das erste ist, dass du aufhörst, deine Ängste zu nähren. You ever heard this saying? You are what you eat. Hast du schon mal gehört, du bist, wer du isst? That's oder true. was du isst. Und das ist wahr. Physically, emotionally, relationally, spiritually, that's true. Physisch, emotional, das ist wirklich die Wahrheit. You are what you eat. Du bist genau das, was du isst. So stop feeding your fears. Also nähre deine Ängste nicht mehr. Listen, you can pray and pray and pray for God to take away your fears. Du kannst beten und beten, dass Gott deine Ängste wegnimmt. And yes, you should pray. Und ja, das solltest du machen. But you should also stop feeding your fears. Aber du solltest aufhören, deine Ängste zu Because nähren. what you consume consumes you. Weil was du konsumierst, konsumiert dann auch dich. Anything that you feed, it grows bigger and bigger. Alles, was du nährst, wird größer und größer werden. Some of you live in chronic fear because you chronically feed those fears. Einige von euch leben in chronischen Ängsten, weil du chronisch diese Ängste nährst. I actually know some people that are addicted to fear. Ich kenne Menschen, die abhängig sind Like von they just Ängsten. really like fear and drama. Sie haben einfach gerne Ängste und Drama. And if you stop feeding your fears will starve to death. Und wenn du deine Ängste nicht mehr nährst, dann werden deine Ängste zu Tod
verhungern. Some of you fill your mind all day with drama. Einige von euch füllen den ganzen Tag lang den Gehirn mit Drama, You fill your mind with negative news, mit negativen Nachrichten, with the things that you watch, mit dem, was du with the things zuschaust, that you hear, mit allem, was du hörst, with the things that you read, alles, was du liest, what you listen to. was du zuhörst, Wait, who you listen to. wem du zuhörst. Some of you need to stop listening to your mom so much Einige müssen aufhören, so sehr auf die Mutter zu hören. because she's always negative and always worried. Denn sie ist immer negativ und hat immer Sorgen. We need to protect our minds. Wir müssen unser Gehirn, unsere Gedanken Yeah, schützen. somebody say amen. Jemand sage Amen. Amen. Stop feeding your fears. The Bible says to take your thoughts captive and make them obedient to Christ. Es geht darum, dass wir unsere Gedanken gefangen nehmen und gehorsam nach Gott leben. You either take your thoughts captive or your thoughts will take you captive. Entweder nimmst du deine Gedanken gefangen oder deine Gedanken werden dich gefangen nehmen. In 2 Corinthians chapter 10 verse 5 it says this: In 2. Korinther 10,5 steht: casting down imaginations and every high thing that exalteth itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnisse Gottes, und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. So stop feeding your fears. Also And the second thing is start feeding your faith. Also hör auf, deine Ängste zu nähren, beginne aber deinen Glauben zu nähren. Go on a good news diet. Mach so eine gute Nachricht-Diät. Go on a faith diet. Mach ein Glauben-Diät. It's time to retrain your brain. Es geht darum, dass wir unseren Gesinn und unsere Gedanken umtrainieren. Romans chapter 10 says, so then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. In Römer steht, dass Glaube kommt durch Hören und Hören durch das Wort Gottes. How many of you would like more faith? Wer möchte mehr Glauben haben? I would. The Bible says faith as small as a mustard seed can move mountains. Und in der Bibel steht, wenn wir so ein kleiner Glauben haben wie ein Senfkorn, können wir Bergen versetzen. How many of you have some mountains in your lives? Wer hat Berge in Some seinem Leben? giants in your life. So ein paar Riesen in Some deinem Leben. problems in your life. Probleme in deinem Leben. Jesus said faith as small as a mustard seed can move mountains. Und Jesus sagte, ein Glaube, das so klein ist wie ein Senfkorn, kann Bergen versetzen. And if you want more faith, Und wenn du mehr glauben möchtest, it means you need to grow in God's word. dann heißt das, dass du in Gottes Wort wachsen musst. Instead of consuming the world, Anstatt dass du die Welt konsumierst, I consume the word. konsumiere ich Gottes Wort. My faith grows by reading God's word, Und wenn ich Gottes Wort lese, dann wächst mein Glaube. by studying God's word, by memorizing God's word. Indem ich Gottes Wort studiere und auswendig lerne. So I need to feed my faith. Also muss ich meinen Glauben 2 nähren. Corinthians chapter 5 verse 7, he says, for we walk by faith and not by sight. Denn wir leben im Glauben und nicht im Schauen. It's not about what you see with your eyes. Es geht nicht darum, was du mit deinen Augen siehst. It's about seeing with your spiritual Es eyes. geht darum, dass du mit deinen geistlichen Augen siehst. Faith is I can see what I can't actually see yet. Glaube ist, ich kann sehen, was ich eigentlich gar noch nicht sehen kann. Walk by faith and not by sight. Wandle im Glauben und nicht Colossians chapter 3 verse 2, he says, set your mind on things above, not on earthly things. Ja, richte eure Gedanken auf Gottes himmlische Welt und nicht auf das, was diese irdische Welt ausmacht. I'd like to say that again. Set your minds on things above God, not earthly things of this world. Also richte deine Gedanken auf das, was oben ist, im Himmlischen, auf Gott und nicht das, was auf dieser Welt ist. So faith is setting my mind on things above. Also das heißt, Glaube heißt, dass ich meine Gesinnung setze auf das, was im Himmel ist. Faith is taking my eyes off the problem and putting them on God's promises for my life. Glaube ist, dass ich meine Augen wegnehme von meinem Problem, sondern auf das richte, was Gott in meinem Leben verheißen hat. So here's something I've learned from my own life that helps when I'm afraid. Also hier ist etwas, das ich aus meinem eigenen Leben gelernt habe, das mir hilft, wenn ich Angst habe. Is that I replace my worries with worship. Und es ist, dass ich meine Ängste und meine Sorgen also dass ich das wechsle mit Lobpreis. What is worry anyway? Was ist überhaupt
Sind es überhaupt Sorgen? Worry is focusing on my problems. Sorgen heißt, dass ich mich auf meine Probleme fokussiere Worry is focusing on me. und dass ich auf mich selber fokussiere. But worship is focus on God. Aber Lobpreis ist, dass ich auf Gott fokussiere. I take my eyes off me Ich nehme meine Augen von mir selbst weg and I put them on God. und ich schaue zu Gott hinein. And that's why I love to worship. Und darum liebe ich es, That's why I Lobpreis zu love singen. to praise God. Darum liebe ich es, Gott zu loben. So I replace my worries with worship. Also nehme ich meine Sorgen und anstatt sie anzuschauen, schaue ich auf Worship. Put my eyes on Jesus Christ. Und ich schaue auf Jesus Christus. I want everybody here to close your eyes for a minute. Would you close your eyes? Würdet ihr alle da die Augen zumachen? And I want you just to imagine for a minute Ich möchte, dass ihr einfach eine Minute lang überlegt that you're standing in front of Jesus, und euch vorstellt, dass ihr vor Jesus steht, our King, unserem König, our Lord and Savior, unser Herr und Retter, face to face. Angesicht zu Angesicht. And I'm kneeling onto my knees Und ich kniee runter in reverence to God. in diesen Ehrfurcht vor Gott. And it's in this moment Und genau in diesem Moment that I have no fear habe ich keine Angst mehr, because I'm with my Creator. denn ich bin mit meinem Schöpfer zusammen And my Creator is with me. und mein Schöpfer ist mit mir. Even though I walk through the valley of the shadow of death, Obwohl ich im düstersten Täler gehe, I will fear no evil werde ich keine Angst haben, because God, you are with me. denn Gott, du bist mit mir. Yeah, just sit in His presence for a minute. Bleib einfach in seiner Gegenwart. Jesus, we sit in your presence today. Sorry, can you repeat? Jesus, wir spüren dich And we put our focus on you. und wir setzen unseren Fokus auf dich. God, I ask you to lift the burden of fear Gott, ich bitte dir, dass du diesen Last von Angst wegnimmst, off of our lives. aus unserem Leben nimmst. God, we pray that we would put our trust in you Gott, wir beten, dass wir unser Vertrauen in dir setzen and put our focus on you. und unser Fokus auf dich setzen. I just believe today that God wants to do miracles. Ich glaube, dass Gott heute Wunder tun möchte. A year and a half ago, Vor 1,5 Jahren God did a miracle in my life, hat Gott in meinem Leben ein Wunder getan. and I suffered a brain aneurysm. Ich hatte einen Gehirnaneurysmus I had a hemorrhagic stroke und ich hatte and almost died. und bin fast gestorben an dem, was ich hatte. I was helicoptered to a hospital. Und mit dem Helikopter bin ich ins Spital gebracht worden I lost my speech. und ich konnte nicht mehr reden. I lost my memory. Ich habe alle meine I couldn't talk. I couldn't think. I couldn't remember. Ich konnte nicht denken, ich konnte nicht mich an Sachen erinnern I needed a miracle. und ich brauchte ein Wunder. And God did a miracle. Und Gott hat ein Wunder getan. Doctors told me I should have died. Die Ärzte sagten, ich hätte sterben sollen, I did not die. aber ich sterbe nicht. I'm standing in the middle of Switzerland preaching the gospel Und ich of stehe da, Jesus Christ. ich stehe da in der Schweiz und predige Gottes Nachricht. I believe that what God did for me, Und ich glaube, was Gott für mich getan hat, a miracle, ein Wunder, He will do for you. ist auch etwas, das er für dich machen wird. So you don't need to be afraid. Und darum musst du keine Angst haben. With your heads bowed and your eyes closed, Mit den Händen gesunken und Augen zu. does anybody today say, I need a miracle? Ist jemand da drin, der oder die sagt, Would you ich lift brauche your ein hand? Wunder. Hebe deine Hand. I need a miracle. Ich brauche ein Wunder. God, today we pray for miracles. Gott, heute beten wir für Wunder. Jesus, you are the miracle maker. Jesus, du bist der Wunder macht. I pray what you did for me, Ich bete, dass das, was du für mich gemacht hast, you will do for my friends today. dass du das für meine Freunde da machen wirst. For every hand that's lifted today, Für jede Hand, die oben ist, that you would reach down from heaven dass du vom Himmel herunterstecken wirst and put your hand on their hand und deine Hand über ihre Hand tust and minister a miracle. und dass du einen Wunder machst.
I pray that today this church building Ich bete, dass heute in diesem Gebäude, is a house of miracles. dass das wirklich ein Haus A der house Wunder of sein miracles. wird. Ein Haus der Wunder. It's a house of miracles. Ein Haus. Maybe you're here today Vielleicht bist and du maybe you've heute, never given your life to Jesus Christ. vielleicht sitzt du da und du hast dein Leben noch nicht Jesus gegeben. Today you say, I want to become a Christian. Vielleicht sagst du, heute möchte ich Christ werden. You can do that right now. Das kannst du jetzt gerade machen. And just pray, Jesus, Und einfach beten, Jesus, today I surrender to you. heute gebe ich mich dir über. You are my Lord and my Savior. Du bist mein Herr und mein Retter. Thank you for the miracle of salvation. Danke für diese Wunder von der Errettung. Schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, dass die Predigt dir geholfen hat und du viele Dinge auf deinen Alltag umsetzen kannst. Wir würden wirklich gerne mehr von dir erfahren. Vielleicht hast du Fragen, was beschäftigt dich? Dann besuch uns doch auf unserer Homepage icf.ch/connect. Dort erfährst du auch, was uns als Community eigentlich ausmacht. Alles, was du hier siehst, hat zu tun. Viele Volunteers, sie haben ihre Talente investiert, ihre Zeit investiert. Auch ganz konkret Finanzen, weil ohne Finanzen ist das alles gar nicht möglich. Ja, und das hier ist unsere Einladung an dich, Teil von diesem Großen zu werden, was Gott tut, auch mit deinen Finanzen, weil es ist so viel Technik, es sind so viele Investments, die wir machen, dass das alles möglich ist. Und mit deinen Finanzen kannst du dann einen Unterschied machen. Und noch eine kleine Sache. Abonniert den Kanal, macht einen Daumen hoch, schreibt was in den Kommentar rein, weil es wird uns helfen, dass Leute plötzlich von dieser Sendung hören, weil wir wollen ja die beste Botschaft rausbringen an Menschen, die noch nie von diesem Gott gehört haben. Also, bis zum nächsten Mal.